Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen, guten Abend, schön sind Sie da. Willkommen bei uns im Labor, auch ihr daheim. Nehmen an, nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag. Schön, dass ihr den Donnerstag am Abend mit uns noch ausklingen, meine Damen und Herren. Ja, und wenn wir schon beim Arbeiten sind, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als eine Tätigkeit zu haben, wo man wirklich mit Liebe und Seele, mit Herz und Leidenschaft dahinter steht. Und da macht es auch nichts, wenn zwischen das Hirn ein bisschen raucht oder ein paar Schweißtröpfchen auf die Stirn kommen oder sogar man ein paar Platten einfährt. Und darum haben wir eigentlich gefunden, es wäre toll, für heute mal das Motto zu wählen: Herz, Schweiß und Schwielen. Ja, und über die Leidenschaften rund um ihren Beruf berichten bei uns die folgenden Gäste. Auf diesem Donnerstuhl sitzt eine Blondine. Sie ist eine der wenigen Frauen, die mit ihren Rennmaschinen Vollgas gibt und im TÜV-Rennsport ganz vorne mitmischt. In einer ganz anderen Zeit leben diese Herrschaften. Sie tanzen leidenschaftlich gern, als ob sie noch am Hof von Louis XIV leben würden. Aber wehe, wenn ein Fauxpas passiert. Und er ist der höchste Lehrling der Schweiz, mindestens was seinen Arbeitsplatz anbelangt. Auf 3800 Meter schaut er bei der höchstgelegenen Bergstation immer wieder zum Rechten. Ja, und wenn wir schon von Herz, Schweiß und Schwielen reden, dann ist eigentlich meine erste Gesprächspartnerin der ideale Gast für den Anfang der Sendung. Sie hat eine ganz grosse Liebe zu Saginnen, Motorsaginnen, möglichst laute und schwere. Das hat angefangen mit dem, man hört schon, mit dem Garten, wo ein Baum musste umgelassen werden. Und seitdem ist kein Stamm mehr vor ihr heilig. Sie macht mit dieser Sage, 8 Kilo ist sie schwer, so wunderbar filigrane Skulpturen und zeigt jetzt so gerade, was sie sonst noch tätig ist. Ja, voilà! Herzlich willkommen. So Maschinen haben ja eine wahnsinnige Faszination. Darf ich auch mal? Lieber nicht, ehrlich gesagt. Weil das ist nur eine Sache für Frauen, nicht für Männer. Es ist nur für Frauen und man muss Schnitthosen anhaben. Ohne Schnitthosen gebe ich niemandem meine Sage. Schnitthosen? Was heisst das? Das sind so spezielle Hosen, dass wenn dir irgendwo etwas passieren mit der Sage, dass du da runterkommst, dann stellt der die Sage gerade ab. Weil die hat so Fäden drin, ganz feine Stahlfäden. Und das tut in der Sage verhaken. Also du kommst nicht bis aufs Bein runter. Ja, also lieber mit so Hosen, ja genau, ja. Lieber mit so Hosen als mit meinen. Ja. Spezielle Leidenschaft. Frauen wünschen sich normalerweise ein schönes Schmuckstück, ein Collier oder ein paar Stöcke und dir eine Motorsage. Ja, das ist ja so. Ich habe damals spezielle Wünsche auf den Geburtstag. Mein Mann schaut damals gross und dann geht damals fast die Haare aus und sagt, nein, nicht schon wieder so etwas. Aber für mich ist das... Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Das ist ein Geburtstagsgeschenk, ja. Was war denn der Ursprung? Komm, wir höckeln doch ab. Was war der Ursprung, dass ihr gefunden habt, ihr möchtet gerne mit einer Motorsage hantieren? Also die Motorsage selber, als ich mit der angefangen habe zu arbeiten, war mehr Zufall. Ich habe eigentlich schon immer mit grossen Maschinen gearbeitet. Also ich habe mir einen Tischkreissagen auf den Geburtstag gewünscht, um den Kindern Möbel zu machen, die ich eben schon nie gefunden habe. Und die Motorsage, ich hatte nie Angst vor dem Gerät, weil ich im Garten ja immer damit gearbeitet habe. Und irgendwann musste in dem Garten ein Baum weg müssen, weil wir dann nicht mehr gepasst hat. Dann wollte ich etwas anderes machen und dann habe ich den etwas zu weit oben abgesagt. Und hatte dann die Motorsage in der Hand und angefangen, dort eine Figur rauszuschneiden. Und habe eigentlich einfach gefunden, wow, ich habe es gefunden.
meine absolut Lieblingsmaschine. Das, was ich machen will, so Skulpturen, so bin ich dann irgendwo drauf gekommen. Und was war die erste Figur, die du gemacht hast? Die erste Figur ist gerade der da vorne, den man sieht. Der mit dieser schlanken Taille? Der hätte zuerst eigentlich so ein Putenengel werden, so ein grosser, dicker. Okay. Aha. Und irgendwo... Der hat jetzt lange daran rumgesagt. Ich kann nicht aufhören. Genau. Ja. Da wären wir auch gerade bei der Kunst von mit der Motorsage Skulpturen machen. Ja. Wo fängt man denn eigentlich an? Also ich arbeite immer von oben nach oben. Das ist immer irgendwo... Also wenn ich anfange zu sagen, geht es einfach oben den Berg ab. Den Berg ab? Ja. Und hat man schon ein klares Motiv, eine Idee, wie die Skulptur am Schluss muss aussehen muss? Also am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich mir das immer ein bisschen offen gelassen. Ich muss dann schauen, was es halt so gibt. Oder? Aber Das ist jetzt... immer die beste Entschuldigung, wenn es Schmineholz gibt. Genau, ich habe niemandem vorher gesagt, Heizt ihr mit Holzspänen daheim? Nein, wir haben schon noch eine normale Heizung, aber wir haben auch genug Holz von meiner Sagerei, dass ich da Schmine einwärmen kann. Also, ich sehe das auch nicht so eng, wenn da mal etwas irgendwo nicht funktioniert. Dann gibt es einen schönen warmen Schmineabend daheim, das ist auch schön. Aber das heisst, man muss von oben anfangen. Was Ja, ist Kunst? das auf jeden Fall. Rechtzeitig aufhören, dass Das ist der eigentlich... Barockengel nachher nicht eine schmale Taille hat? Das ist eigentlich immer das Schwierigste. Ich sage immer, anfangen ist einfach, aufhören ist eigentlich das Schwerste am Ganzen. Oder? Gibt es Modelle, die euch zur Verfügung stehen? Ja, ich habe da 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn, und die müssen regelmässig mir irgendwo Modell stehen. Also die stehen hinter einem Baumstrunk und die Mutter fährt mit der Sage. Oder wie geht das? Nein, gerade so festplagen tue ich es nicht. Aber also der Sohn hat auch schon auf einem Stuhl einen Handstand machen und ich habe das rundum fotografiert, dass ich die Proportionen alles genau Das sehen wir gesehen jetzt gerade da in der Aktivität. Ja, der Vater genau. musste mithelfen. Der ist nur Handlanger. Der ist bei euch Handlanger, daheim. ja. Aha. Und ist der Stuhl da hier entstanden? Ist das im Da ist die Prinzip das Figur Resultat? entstanden, genau. Das ist eigentlich mein Sohn. Zuerst hatte ich noch, wenn ich einen grösseren Baum hatte, hätte der Mann hinten dran auch noch gesagt, der ihn hebt. Aber Der Baum war zu klein. ja, der Baum ist zu klein. Hat müssen der Mann weichen. Machen die das daheim in der Küche? Nein. Nein, ich tue die Figuren daheim anmalen. Dort habe ich so ein bisschen mein Atelier, wo ich male. Aber sagen darf ich im Mülliberg oben, weit im Wald, hat es so grosse Holzschnitzelhütten. Und dort ist weit und breit niemand rum. Und dort darf ich sagen. Was finden die Spaziergänger, wenn sie euch da werken? Das ist eigentlich immer spannend. Es hat viele Leute, die dort wirklich vorbeilaufen. Und dann kommt ab und zu jemand und fragt mich, sagen Sie das? Dann sage ich, ja, eigentlich, also wenn ich mit der Sage schon da stehe, mache ich schon ich, oder? Und das sind immer sehr schöne Reaktionen. Also es gibt spannende Gespräche. Wird natürlich immer gefragt, warum macht eine Frau so etwas und wie kommt das Ganze zustande. Aber ich habe schon viele spannende Leute kennengelernt. Schnurrt ihr mit dem Holzstamm? Immer wieder einmal, ja. Also wenn ich am Sagen bin, rede ich immer auf ihn ein und sage, «Los, den Arm behaltest du mir jetzt dran.» Und manchmal ich dann schon mehr oder weniger. Gibt es Holzsorten, die folgsamer sind als andere? Ja, meine absolute Lieblingsholzsorte ist Zeder. Zeder ist eigentlich die beste. Jetzt für mich persönlich das Beste mit der Holz. Die lässt gut, die macht das, was man ihr sagt. Die ist auch im Nachhinein noch brav und springt nicht irgendwie auseinander. Also Zeder bin ich zufrieden. Woher bekommt man denn genügend Zederholz? Zeder gibt es in der Schweiz nur im Tessin. Und da mieten wir so einen grossen Eiweiß-Lastwagen und dann nehme ich den Sohn mit. Gehen wir ins Tessin runter, dort habe ich so meinen Holzhändler und dort, letztes Mal haben wir über eine Tonne so Holzstämme heimgebracht. Und euer armer Sohn muss zusammen mit euch die schweren Stämme Ja, fugen? das ist ganz enorm. Ja. Aber ich sage immer, schau, wenn ich klopfe auf der einen Seite, dann magst du auf der anderen am längsten. Wie schwer ist denn so ein Stamm? Ja, also wenn er jetzt wirklich voll und frisch ist und noch so ein bisschen voller Wasser, dann 60, 70 Kilo bringt er schon an. Und finden die Figuren nachher auch die entsprechenden Liebhaber? Bis jetzt ja. Spannenderweise hat es viele Leute, die einfach finden, die Figuren strahlen Fröhlichkeit aus und das können wir heutzutage brauchen. Und von dort her habe ich immer wieder jemanden, der sich dafür interessiert. Wenn man ihre so filigrane Form sieht, dann denke ich immer, ein falscher Schnitt, zack, ist weg. Mit Schmineholz. Ja, genau. Ja, das ist so.
Das hat es auch schon gegeben. Also es ist eigentlich eben die Herausforderung, am Schluss irgendwo so eine Figur zu machen, die so filigran ist. Weil mich nimmt es immer wunder, wie weit kann ich mit dieser Motorsage gehen? Weil ich tue ja nur mit der Motorsage arbeiten. Also es kommt nachher nicht noch nichts Kosmetik machen, ein Nein. bisschen abfielen und Nein. alle Feinarbeiten noch Nur daneben machen. nur das, was mit der Motorsage geht. Und dann fährt man halt das Risiko, dass er einmal den Kopf ab hat oder einmal den Arm oder das teilweise. Ja, und das gibt ein grosses Kunstwerk. Die berühmte Venus hat ja auch einen Arm ab und dann kann man sofort sagen, das ist jetzt... Das hat man wollen. Ja, genau. Wäre noch möglich, ja. Mir gefällt es eben nicht so. Was passiert in eurem Inneren, wenn ihr jetzt mit dieser Sage drauf loslärmt und alles umeinander fliegt? Was ist das für ein Gefühl? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber für mich ist das ein bisschen wie eine Meditation. Also ich komme da wirklich, ich habe dort meine ganzen kreativen Ideen, die mir immer irgendwo im Kopf rumflattern, kann ich da in so eine Figur geben. Und da bin ich einen ganzen Tag lang am Sagen. Und ja, es ist einfach ein, wie soll ich sagen, ein Gefühl, dass man es kanalisieren kann, dass die Ideen irgendwo fliessen können. Und ich will diesen Figuren auch immer wirklich noch etwas mitgeben an Fröhlichkeit und an dem, wo ich eigentlich so den Plausch habe. Schweißtreibend? Sehr, sehr. Also wenn man da mal so ein paar Stunden gesagt hat, dann weiss man, was man gemacht hat. Also ich kann jetzt eigentlich nur sagen, die Weihnachten steht vor der Tür. Männer daheim, schenkt euren Frauen unbedingt eine Motorsage. Sie werden glücklich, sie sind zufrieden, sie gehen in den Wald, ihr habt Ruhe daheim, die Kinder sind beschäftigt. Also was gibt es noch Besseres? Könnte nicht besser sein. Patricia, herzlichen Dank. Danke vielmals. Und viel Spass weiterhin. Danke. Meine Damen und Herren, genauso wie unsere erste Gesprächspartnerin passt der nächste Gast ideal zu unserem Thema. Wenn man so die Arbeitswelt anschaut, hat man ja das Gefühl, viele junge Menschen die sehen eigentlich ihr berufliches Glück primär in ihrer akademischen Ausbildung. Irgendwo an einer Fachhochschule oder noch lieber an einer Uni. Aber mein Gesprächspartner der hat einen anderen Weg gewählt. Mindestens so einen wichtigen, auch für unsere Wirtschaft, aber auch für die eigene Sinngebung. Er ist nämlich Lehrling. Aber nicht einfach ein gewöhnlicher Lehrling. Er arbeitet als Lehrling. Man könnte eigentlich sagen, er ist der höchste Lehrling, mindestens was seinen Arbeitsplatz anbelangt, auf 3883 Meter. Ja, genau. Auf einem kleinen Matterhorn in Zermatt in der Nähe. Er ist dort als Elektroinstallateur Lehrling tätig und hat eine schweißtreibende Arbeit, indem er all die Apparaturen zusammen mit seinem Team bei Schneestürmen, aber auch bei Gewitter muss à jour halten. Was das eigentlich heisst im Alltag, das möchte ich gerne von ihm erfahren. Herzlich willkommen, Olivier Lauber. Olivier. Hallo, willkommen. Schön, dass du da bist. Platz. Eine Arbeitsstelle auf 3883 Meter zu haben, das kann ich dir sagen. Was war eigentlich der Grund, dass du die Lehrstelle angenommen hast? Mehr der Rekord oder die Lehrstelle per se? Es war eigentlich schon die Lehrstelle per se, weil ich habe das auch erst kurz vor nicht langem erfahren, dass ich auch der höchste Lehrling bin von der Schweiz. Ah, das ist dir gar nicht aufgefallen? Okay. Das habe ich gar nicht gewusst. Eigentlich. Ich habe nie darüber nachgedacht. Aber der Arbeitsplatz der ist sehr schön. Ja, es ist schöne Aussichten. Was sieht man, wenn man da oben ist? Am Morgen sieht man die Lichter von Mailand. Man sieht auch Eigermönch, Jungfrau bis da über Mont Blanc. Also jeden Tag, wenn du auf die Arbeit gehst, sagst du, ach, ist das die Welt wenn das Wetter stimmt, ja. Wenn das Wetter stimmt, ja, eben genau. Du bist in Mathe daheim auf 1600 Meter ja. Und bis du oben bist, sind es bald 2500 Meter. Spürt man das körperlich? Man merkt es am Abend. Also mir geht es jetzt so, ich spüre es am Abend, dass man halt ziemlich müde ist, wo wenn man jetzt woanders Dinge arbeiten. Und ja. Andere gehen mit dem Velo arbeiten, du gehst mit der Bergbahn. Was passiert, wenn man das Werkzeug unten vergessen hat? Da muss man schauen, dass jemand das Brief schicken kann oder sonst muss man improvisieren. Was genau macht ihr dort oben? Wir haben oben auch verschiedene elektrische Anlagen. Jetzt ein Restaurant oder verschiedene Lifte,
Skilift, neues Kino jetzt. Und ja, die unterhalten halt. Die müssen unterhalten werden. Genau, ja. Was ist die gäbigere Saison zum Unterhalten, Sommer oder Winter? Sommer. Mhm. Aber im Sommer gibt es auch gewisse schweißtreibende Situationen, oder? Im Sommer ist halt das Schlimmere, was wir haben, sind die Gewitter. Also das Gewitter bei euch Genau, ja. regelmässig? Ja, im Sommer kann man davon ausgehen, dass einmal im Monat Minimum. Jetzt kann man sagen, ja, der wird man ein bisschen nass, ist noch nicht schlimm. Das Nasssein ist nicht schlimm. Schlimmer sind aber nachher die Blitze, wenn man von denen mit in der Nähe so einschlägt oder so. Das heisst, bei euch schlagen regelmässig Blitze ein? Ja, es passiert, dass sie einschlägt. Das ist das, was dann nachher auch die elektrischen Installationen zum Erliegen bringt, Genau, oder? ja. Ihr müsst auch viel klettern, auf Masten ja, schauen. Stützen. Muss man da schwindelfrei sein? Was selten ist von Vorteil. Ist von Vorteil. Aber seid ihr gesichert? Jeder ist für sich eigentlich selber verantwortlich, dass der gesichert ist. Und man macht es auch für sich. Es tut nachher niemand danken, wenn man es bricht, oder? Nein. Also macht man wirklich für sich selber. Darf man nicht einfach grosszügig sein und sagen, ich schaffe das schon? Ich gehe selten nicht mal nicht, weil aber genau das passiert. Könnte Unfall passieren. Die grossen Unfälle. Genau. Im Winter ziemlich geile Möglichkeiten zum Arbeiten, oder? Ja, es ist kalt. Ja, es ist kalt, ja schon. Aber ihr habt ja dann noch ein paar Fahrzeuge zur Verfügung, Genau, oder? ja, die haben wir im Sommer auch. Das sind Schneetöpfe oder auch Pistenfahrzeuge. Und dann kann man nachher so richtig durch die Landschaft blocken, Ja, über den morgen früh Theodul-Gletscher genau, und so. Ja. Wenn noch keine Skifahrer da sind oder so. Ist amüsant. Wenn fährt ihr jeweils so den Arbeitstag an? Normaler Arbeitstag. Fährt in Zermatt um 7:30 an. Ah, erst? Genau, ja. Ja, das ist ein richtiger Ferienjob. Ja, das ist normale Und dann Arbeitszeit. fährt man ein bisschen Berge, schaut da in die Landschaft, sagt ein bisschen Milano Hallo. So ist es. Bis man mal oben ist. Und dann oben auch wird gewerkt. Dann fährt der Bütze an. Genau, ja. Hast du noch alle Finger und Zehen? Sind alle dran. Noch nichts abgefroren. Wie kalt wird es im Winter jetzt als Arbeitsplatz? Das, was ich jetzt mal erlebt habe, sind minus 30 Grad, minus 35. Gibt es die Tage, wo man sagt, jetzt ist es kalt und ihr geht nicht arbeiten? Ja, es gibt es auch. Vor allem, wenn es stürmt und windet. Wenn es nicht wirklich nötig ist, dann muss es einmal verschieben auf den nächsten Tag. Hast du je bereut, die Lehrstelle angenommen zu haben? Es gibt immer wieder mal so kleine Phasen, 2-3 Minuten, man denkt, habe ich doch gescheiter etwas anderes gemacht. Oder? Und danach sieht man dann Komm, Fritz Stutz, jetzt blitzt es wieder oder ist genau. mächtig Und kalt? nachher macht man die Arbeit und sagt, es ist eigentlich schon schön da oben. Gibt es Arbeiten, die einem explizit stinken? Es gibt schon Arbeiten, vor allem, wir haben eine hauseigene Kläranlage auf dem kleinen Motor. Und da kommt es schon mal vor. Wenn man also wirklich jetzt exponiert eine Arbeitsstelle muss arbeiten muss, wie stark ist das Zusammengehörigkeitsgefühl des Teams? Es ist sehr stark. Also man braucht schon, alleinzig geht es nicht unbedingt. Man muss immer jemanden haben, der hinter dir steht oder der einmal helfen kann. Weil alles kennt man halt noch nicht. Also das heisst, ihr seid wirklich so eine zusammengeschmiedete Gemeinschaft, die die Bütze macht. Ja. Touristen sind ein Bestandteil davon. Also das sind die dann nachher alles wieder kaputt machen. Wie eng ist der Kontakt also unter den Leuten? Schätzen Sie die Tatsache, dass da jeden Tag ein paar Männer unterwegs sind und doch einiges leisten, damit dass dann die Anlagen auch funktionieren? Bekommt ihr da ein Feedback? Man kehrt ab und zu mal etwas, aber der Großteil kommt ein Brief auf das Kleinmotorrohr und sagt, hier bin ich, da muss alles funktionieren. Gottfried Stutz, jetzt geht die Bahn nicht. Genau, wir versuchen halt diese Arbeit auch im Hintergrund zu machen, so weit wie möglich. Jetzt bist du im 3. Lehrjahr, geht noch 1 Jahr. Ein Traum, wie es soll weitergehen? Jetzt erst mal abschließen, die Lehre abschließen und nachher schauen, etwas weiter zu machen. Was genau, weiß ich noch nicht. Das heisst, du möchtest weiter die ausbilden. Ja. Wie wichtig hast du das Gefühl, ist jetzt so eine Berufslehre? Heutzutage ist das so etwas, man sagt, gehst du studieren oder machst du eine Lehre? Für mich ist halt, meine Meinung nach, jeder soll eigentlich das machen, was er will, wo er mehr Lust hat. Ich habe jetzt eine Lehre gewählt, weil ich damals mal in der Schule schon gesagt habe, ich gehe nicht mehr so gerne in die Schule. Ich wollte halt lieber etwas Handwerkliches machen. Und das war halt für mich klar, ich
machen Lehre. Aber das Handwerk hat bekanntlich auch einen goldenen Boden. Also, ich finde, bleib bei dem, was du machst, das lohnt sich auch. Geht jetzt zurück und morgen wieder aufs... Nein, morgen... Nein, jetzt ist erst noch Wochenende. Jetzt hast du erst noch das Wochenende, genau, aber nachher geht es wieder los. Genau. Also wünsche ich dir viel Glück weiterhin, einen sturmfreien Winter sozusagen und bring dich immer gut an, wenn der Wind festblasen. Alles Gute, danke vielmals. Danke schön. Ein richtiger Walliser. Es ist doch schön, wenn man wieder mal sieht, dass auch junge Leute Applaus haben an ihrer Arbeit. Und ich denke mir, es würde manchem gut tun, anstatt die Schulbank weiter zu drücken und zu leiden, sich zu entscheiden und etwas zu machen, wo man wirklich am Abend sieht, was man erledigen konnte. Jetzt gehen wir von der hochtechnologisierten Welt in eine ganz andere. Wir machen einen Gump fast 300 Jahre zurück ins 17. Jahrhundert. Und zwar eigentlich ein Hof von Louis XIV, dem Sonnenkönig, der in Versailles gewohnt hat und wo dort etwas ganz Wichtiges war, nämlich man musste tanzen. Und wehe, wenn jemand vom Hof einen entsprechenden Fauxpas gemacht hat. Aber schauen wir doch jetzt zuerst ein bisschen rein, was das bedeutet, im barocken Stil zu tanzen. Denn das war eine ziemlich schweißtreibende Arbeit. Wir sehen Bilder, wo man eigentlich normalerweise heute gar nicht mehr erleben kann, sondern nur noch auf Bildern sieht. Danza Antica. Monsieur le Maître a dansé. Seid ihr zufrieden mit eurer Truppe? Pour vendredi soir, für Freitagabend, Donnerstagabend, Wochenende, oui, d'accord. Hat niemand einen Fauxpas gemacht? Non, c'était moi qui a fait le faux pas, mais das hat niemand gesehen, n'est-ce pas? Ja, genau. Was hätte es eigentlich bedeutet, am Hof von Versailles ein Fauxpas zu machen? Das war la Degradation sociale. Wenn man im Auge des Königs irgendetwas falsch gemacht hatte, so gab man keinen Aufstieg, keine Pension, rien. Die Familie war ruiniert. Wegen falschen Schritt beim Tanzen? Ça dépend von der Tageslaune des Königs, bien sûr. Wenn man euch jetzt ein bisschen zugeschaut hat, hat man das Gefühl, es ist alles relativ steif. Je steifer, umso barocker. Non, c'est pas steif, comme vous dites. Non. Non, das ist la parfaite Gleichmut. Gleichmütigkeit. Wir sind in der perfekten Einheit und in der Harmonie mit dem Univers und der Terre und der Erdanziehung. Voyez pas? Oui, j'ai compris. Aber die Dame sieht doch jetzt nicht wahnsinnig komfortabel aus in diesen doch sehr eng sitzenden Kostümen. Sachez, wenn Sie mit 12 Jahren das erste Corsage anziehen, dann möchten Sie es mit 30 nicht missen. Und durchschnittlich wird man ja nur 33 Jahre alt um 1700. Aber genau, der hat keine grosse Rolle gespielt. Aber wie lange geht es denn, bis man eingezwängt ist in so einem Ding? Das hängt von der Fingerfertigkeit der Zofen ab. Normalement, die petite toilette le matin, 1 heure.
Kommt denn von dort her der Begriff Antichambrieren, weil man eine Stunde musste vor dem Zimmer warten? Mais non, man hat nicht vor dem Zimmer gewartet. Man hat im Antichambre oder im Boudoir hat Madame empfangen und während sie angezogen wurde, sind die Leute gekommen und haben ihre Anliegen vorgetragen. Ach so. Le voilà. Das hat ist ja pratique. Vielleicht interessante Einblicke gegeben. Sie sind ein Schelm. Ja. D'accord. Was mir auch auffällt, ist, die Damen haben alle so komische schwarze Flecken. Das sind die sogenannten... Aber bien sûr, denn die Herren haben die Mode vorgelebt, die Damen haben sie nachgeeifert. Aber voilà. Wir haben Perücke getragen, die Damen haben nur Haarteile in die richtigen Haare getan. Und Le Mouche ist da, um unseren wunderschönen, blassen, natürlichen Teint hervorzuheben, durch einen kleinen Contrepoint, was dieser schwarze Fleck ist. Das sagen die Leute. Aber Sie wissen, wir hatten alle Masern, Pocken, wir hatten Syphilis-Narben, die kann man ganz gut abdecken damit. Syphilis hat rasiert. Aber die Deutschen nennen es die französische Krankheit, wir Franzosen nennen es die spanische Krankheit. Okay. Man hat es also während oder vor und nach dem Tanz getrieben? Monsieur? Allez, question. Quand vous le tribez-vous? Ben voilà, on est des hommes humains. Oui, meistens, oui, voilà, c'est ça. Der französische Hof, um das Thema zu wechseln. Das ist mir doch ein bisschen zu glitschig. Der Vous avez commencé, monsieur. D'ailleurs, ich habe hier eine Perücke de sauvetage, eine Notfallperücke, parce que si vous portez pas de perruque, können wir nicht wissen, was Sie für einen Stand haben, ob Sie gleich hoch sind, höher oder tiefer als ich. Langt das nicht? Soit, weil Sie es sind. Ja, soll ich das anlegen? Bien sûr, essayez comme ça. Dann kann ich endlich mit euch anständig diskutieren. Ben voilà. Es Hygiene. Parfait, encore. Vous le faites à merveille. Noch 2 Jahre in die Tanzstunde und keine Sorge. Das Hygienekonzept am französischen Hof ist ein bisschen speziell. Also Madame de Montespan und maintenant die Mätressen von Louis XIV haben sich extra Badezimmer einbauen lassen. Und sie haben sie doch wöchentlich gebraucht. Aber ganz gegen die Lehre der Doktor, der Médecin, denn Wasser kann man nicht auf die Haut tun, denn man weiß nie, was die Haut mit diesem Wasser aufnimmt. Also baden nur unter ärztlicher Aufsicht, s'il vous plaît. Ach so. Und das hat man aber doch mehr als einmal im Jahr gemacht. Une, 2 fois, ça dépend. 1 bis 2 Mal pro Jahr. Oui, oui. Kommt von dort her der Begriff Méthode Française? Le roi, le grand roi, le roi Soleil, Louis XIV, hat jeden Morgen seine Toilette begonnen mit einem Tupf Haute Cologne ici, einem Tupf Haute Cologne ici und einem Tupf Haute Cologne ici. Voilà. Das genügt. Seine morganatisch angetraute Ehefrau, Madame de Maintenon, fand doch am Ende seines Lebens, dass doch ziemlich stanke. Hat man beim Tanz, wo man sich doch relativ nach ist gekommen, auch gemerkt, was die andere Seite für eine Ausdünstung hatte? Bien sûr, les vapeurs, les humeurs, wissen Sie, die Säfte, alles, was man reintut in den Körper, kommt wieder raus. Und wenn man bei jemandem auffordert, ein bisschen näher kommt, kann man seinen Atem riechen und da erkennt man tout de suite, si cette personne ist geeignet, um die Mutter der zukünftigen Kinder oder der Vater der Kinder zu werden. Oui, oui, bien sûr. Also man hat sozusagen per Mundgeruch geheiratet. Sanity-Check, voilà. Ja, Sanity-Check. Sehr interessant. Das Geschäft, also dass die körperliche Ausscheidung, wenn sie nicht zum Mund und so rauskommt, gibt es ja noch andere Notwendigkeiten. Wie hätte man das am Hof erledigt? Es herrscht die Lehrmeinung, und das mag vielleicht für Deutschland zutreffen, aber nicht en France, dass man in jeder Ecke des Schlosses geschatte. Non. No. Wir haben auch unsere Chaise percée, das sind die Stühle mit Löchern und kleinen Töpfchen unten dran, wo man drauf sitzen kann und die Notdurft verrichten. Müssen wir so etwas diskutieren devant le public, Monsieur? Oui, mais il faut savoir comment ça se passe. Das heißt, die Notdurft hat man doch auch öffentlich verrichtet. Oui, bien sûr. Oh, bien sûr. Non. Also Sie als Bürgerliche nein, weil Sie wissen, das Bürgertum beginnt um 1720, 30 langsam Oberhand zu nehmen und die Aristokratie zu vertreiben. Wenn Louis XIV noch öffentlich auf Toilette gegangen ist, so hat das ein Bürger wie Sie das sind nicht mehr getan. Aha.
Da hat es doch eine gewisse Änderung gegeben. Wären ihr jetzt zum Beispiel in Genf und in Zürich angesehene Vertreter vom Adel gewesen? Moi? Comme ça? À Zürich? Man hätte mich nicht einmal in die Stadt hineingelassen. Denn Zürich, das war ein bisschen hartes Pflaster für la culture française. Denn die Zürcher, die durften nur dunkles Tuch aus Leinen oder Wolle tragen. Seide, Brokate, Goldstickereien als Zürich, das war verpönt als Prunksucht und Hoffart. Terrible. No, man hätte mich nicht in die Stadt reingelassen und wäre ich in der Stadt so rein, hätte man mich geteert und gefedert und wieder rausgeschmissen. Vous les Zürichois. Sind ja wenigstens die katholischen Gegenden ein bisschen grosszügiger gewesen? Ah, wie bien sûr, bien sûr. Denn die katholischen Gegenden, die haben noch die gute alte Tradition der Reisläufer. Und von Louis XIV wissen wir, er hatte sehr brave Suisse. Und das waren vor allem Innerschweizer. Und die sind haben ihren Dienst gemacht, ein bisschen Geld verdient, zurückgekommen und ein paar Schlösschen gebaut en Suisse. Die einzigen, die man brauchen kann. À Zurich, vous avez un château? Non. Cher Maître, die wunderbaren Roben, was sind die so wert? In ihrer Währung, Louis d'Or oder Écus en francs suisses. Ich pflege zu sagen, das sind 10.000 Franken Tara, que vous voyez. Der Inhalt nicht mitgerechnet. Bei den Damen? C'est la même chose à peu près. Ça dépend aussi des Tissus, das kommt von dem Stoff drauf an und auch das Geschmeide. So als kleiner Adliger war man billig, weil man durfte kein Geschmeide tragen in Allemagne. Als mittlerer und hoher Adel musste man schon seine Perlen und Juwelen springen lassen und das ist ja gut. Und nicht nur um den Hals, auch an den Kleidern tragen. Nein, nein. Oui. Also ich sehe, es war eine anstrengende Zeit. Wenn man genug Bedienstete hat, ça va. Das hat geändert, meine Damen, mein Herr, Maître, mille fois merci. C'était mon plaisir. Merci beaucoup. Wer übrigens noch ein bisschen mehr über den Barock möchte erfahren im Laufe dieser Woche, hat im Schweizer Fernsehen im Kulturprogramm hat es noch einige Hinweise, wie es so zu und her gegangen ist im 17. und frühen 18. Jahrhundert. So, und jetzt noch einmal ein Themenwechsel, und zwar zu einer Dame, die eigentlich ihre Lebenseinstellung ist, möglichst lang Vollgas geben und möglichst spät bremsen. Ja, sie ist als Blondine ein absoluter TÜV-Fan. Sie fährt den Männern zum grossen Ärger der Männer so richtig um die Ohren, denn sie gehört zu den Besten und eine der wenigen Frauen im ganzen TÜV-Zirkus und zeigt, was es heisst, wenn man wirklich mit 250 Sachen mit den Knien sozusagen am Boden um die Kurve kurvt. Herzlich willkommen, Sabine Holbrock. Die Haare sind aber jetzt echt, oder? Ja, sicher. Sehr schön. Mein Markenzeichen. Ja, genau. Aber so stelle ich mir jetzt, ich habe Schweizerdeutsch dabei, ja, sicher. Stelle ich mir keine TÜV-Rennfahrerin vor. Ich werde auch meistens darauf angesprochen und die wenigsten trauen mir das eigentlich zu. Das sind die Spätzünder, was TÜV-Rennen anbelangt. Seit 6 Jahren, als Mutter von 2 Kindern, seid ihr auf den Sattel gekumpelt und gebt Vollgas. Wie ist denn zu dieser Entscheidung gekommen? Also, schon als Kind hatte ich eigentlich immer eine Leidenschaft für Autos und Motorräder. Und ich habe eigentlich immer Quartett gespielt, anstatt mit Puppen gespielt, zum Leid meiner Mutter. Und ich wollte eigentlich ganz früh, schon mit 16, so ein Töffli haben und dann später eine 125er, aber nichts. Ich durfte auf keinen Fall, es war streng verboten. Und ja gut, dann kam irgendwann ein Studium, dann kamen Kinder und dann habe ich gesagt, so, wisst ihr was, jetzt lebe ich. Dann habe ich einen Führerschein gemacht und im Rahmen von einem Fahrsicherheitstraining bin ich das erste Mal auf die Rennstrecke gekommen und dann war es vorbei. Also, ich meine, ein TÜV-Fahrer ist ja das eine, aber jetzt muss man ja nicht unbedingt noch gerade auf die Rennstrecke gehen. Also, das ist erstaunlich, oder? Als Frau. Wie wird man da so angeschaut, wenn plötzlich eine Dame Konkurrenz ist von den Herren? Also ich bin absoluter Exot, ich falle immer auf der Rennstrecke und ja,
Eigentlich haben die Jungs Freude, wenn ich komme, solange ich einfach... Solange das dir dann nicht überholt, oder? Genau, dann ist es nicht mehr ganz so gut, aber ja. Also, gibt es Reaktionen? Also das heisst, führt ihr ein gefährlicheres Töfffahrerleben als Männer? Weil wenn man sieht, jetzt kommt doch die Sabine und überholt mich, dann macht man auch halsbrecherische Manöver? Es ist tatsächlich so, dass die Männer dann einfach mehr riskieren, weil für die ist das irgendwie doch eine Schmach, von einer Frau überholt zu werden, was ich nicht ganz verstehe, aber es ist teilweise so. Im Hobbybereich haben wir das tatsächlich öfters erlebt und deswegen sind wir jetzt eigentlich in die Profiliga aufgestiegen. Da ist es weniger, muss man ganz klar sagen. Also da ist man fairer und sagt, jeder hat seine Chancen nach seinem Können. Mit wie vielen Sachen pfurrt ihr so über die Strecke, über den Asphalt? Also ich fahre ja eine 600-Kubik-Maschine und so bei 273 ist irgendwann mal Schluss. Bei 273 ist Schluss. Ich spüre aber auch im Gesicht, es wäre schön, wenn es noch ein bisschen weiterging. Ja, mal schauen, was nächstes Jahr kommt. Ob es mehr Kubik wird oder ob es bei 600 bleibt, mal schauen. Das heisst auch, also man muss wirklich extrem konzentriert sein. Eine schweißtreibende Arbeit, oder? Es ist tatsächlich Arbeit. Es ist Präzision, die man daherbringen muss. Ich meine, man hat Bremspunkte, das sind exakte Punkte. Dann kann man vielleicht noch einen Meter nach hinten schieben, aber dann wird es einfach schon haarig, wenn man dann einbremst in die Kurve. Von daher, das ist nicht einfach mal so dahin gefahren und dann schauen wir mal, ob es langt oder so. Das ist harte Arbeit. Man muss sich die Bremspunkte, den Scheitelpunkt, den Gaspunkt und es muss alles gemerkt werden, eingeprägt werden und dann wirklich nach Präzision gefahren werden. Also geht ihr eine Strecke im Kopf so genau durch, dass ihr im Prinzip jeden Meter, wenn ihr fahrt, auswendig kennt? Ja, sicher. Ganz, ganz klar. Also auch vor einem Rennen oder so, wenn ich in die Konzentrationsphase gehe, dann gehe ich die Kurven noch mal durch, dann schließe ich die Augen, dann fahre ich im Kopf eigentlich die Strecke ab. Und da weiß ich alles. Die sind Halbprofi, wenn man so die grossen Rennen anschaut, da kommen riesige Mannschaften, Equipen daher. Es hat Dutzende von Mechanikern, Masseuren, Trainer, Coaches, psychologische Berater, solche, die noch den Schatten geben. Wie ist es bei euch? Also Grid Boys suche ich immer noch. Ich warte Grid Boys? Ja, genau. Es gibt ja nur Grid Girls. Also, was ist denn in ihrer Funktion? Ja, die halten den Schirm und sehen nett aus. Aber davon habe ich ja nichts als Frau. Ja, also die haben den Schirm nicht gegen Regen, sondern? Als Deko und gegen die Sonne. Weil wir fahren ja oft im Sommer und es ist dann sehr heiß, wenn wir dann in der Startaufstellung stehen. Ja. Und ansonsten sind wir ein kleines Team. Also Grid Boys gibt es noch kennen, das wäre noch Nein, wie gesagt, ich warte noch auf Bewerbungen. Wir schicken euch den Miss CV. Ist gut. Ist gut. Und sonst reisen ihr mit was für einer Equipe? Wir sind ein kleines Privatteam. Mein Lebensgefährte ist dabei, Freunde helfen aus und... Ich habe offenbar ein Mikrofon, das nicht mehr geht, ja. Entschuldigung. Freunde helfen aus und ja, wir machen das eigentlich alles im privaten Rahmen. Das Ziel ist eigentlich für nächstes Jahr ein Team zu finden, wo wir uns angliedern können, um das Ganze in professionelle Strukturen zu bringen, aber das ist eine Frage von Geld. Heisst das denn auch, dass ihr jetzt, wenn ihr unterwegs seid, im Camper reist sozusagen, und die Mutter kocht und dann steigt sie auf den Töpf und dann gibt sie Vollgas? Ja, genau so sieht es aus. Wir fahren im Wohnmobil mit unseren Freunden und einem Anhänger auf die Rennstrecken. Dort bauen wir dann auf. Ich koche dann irgendwann mal zu Abend. Am nächsten Tag wird dann das Töpf gerichtet und ja, nach dem Fahren koche ich dann wieder. Ich finde das bewundernswert. Was finden eure beiden Kinder? Meine Kinder sind meine größten Fans und da bin ich total froh drum. Beim Töpffahren nimmt man ein grosses Unfallrisiko auf sich, weil es ist ohne Schutz ringsherum, also man ist wirklich körperlich total ausgesetzt. Wie sieht eure Unfallbilanz aus? Also Stürze gehören dazu, weil wir fahren einfach am Limit, aber wir sind natürlich auf der Rennstrecke sehr, sehr gut geschützt. Wir haben natürlich ein Medical-Team an der Strecke und wir haben natürlich die richtige Ausrüstung auch dafür. Wir haben keinen Gegenverkehr, wir haben keine Leitplanken, wir haben Sturzzonen. Also ich denke, wenn man schnell Motorrad fahren möchte, dann sollte man das auf der Rennstrecke machen, nicht auf der Straße. Ja, ist ein bisschen sicherer, weil man dann nicht muss mit anderen Verkehrsteilnehmern rechnen muss, die einem vielleicht übersehen. Aber seid ihr schon heftig umgekehrt? Ja. Und dann steht man wieder auf und sagt, ich fahre weiter? Ja, sicher. Die Leidenschaft stirbt ja nicht nur, weil man stürzt. Ja. Gibt es eine Angst irgendwo? Nein, nein. Also die Angst, dass ich irgendwann mal das mir nicht mehr leisten könnte, nicht mehr fahren könnte, das ist die größte Angst, aber ansonsten nein. Was ist euer Lebensmotto? Ich lebe jeden Tag so, wie er kommt und genieße ihn. Ihr arbeitet noch nebenbei. Ja. Die Arbeitskollegen reagieren wie?
Die wissen das inzwischen, die haben sich daran gewöhnt. Ein sehr interessantes Leben. Ihr seid als junge Frau in zig Ländern aufgewachsen. Was war der Hintergrund? Mein Vater war Ingenieur für einen speziellen Einbau von Turbinen in Großkraftwerken. Und dann sind wir halt sehr viel gereist, weil er immer mehrere Monate sozusagen an einem Standort war. Und wir als Familie waren dann dabei. Es war sehr spannend. Der hat also ein einschneidendes Erlebnis mit 10. Ja, da ist mein Papa dann gestorben. Mit 42, das war natürlich nicht zu erwarten in dem Alter. Ja. Das hat auch geheißen, dass ihr wieder zurückkommt und hat Heimat in Deutschland gefunden. Ja. Mit dem Rennsport seid ihr ein Spätzünder gewesen. Mit dem Kind bekommen, eine relativ frühe. Mit 19 hat er euer erstes Kind bekommen. Ja, genau. Mein Sohn und dann 3 Jahre später meine Tochter. Mit dem Sohn war es nicht so einfach gewesen. Nein, der kam zu früh auf die Welt und hat einen ganz, ganz schweren Start gehabt. Was hat das bedeutet für euch? Ja, wir hatten also ganz große Angst eigentlich, dass das nicht übersteht und was dabei rauskommt. Und Prognosen waren nicht wirklich gut von den Ärzten, aber ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Ich habe da immer dran geglaubt, dass das gut kommt. Und inzwischen ist er klasse, der ist 14 Jahre alt und super Kerl. Der hat ja fast ein Jahr im Spital verbracht mit ihm zusammen. Ja, klar. Ist das noch fast die intensivere Zeit gewesen, als jetzt mit dem Rennfahren? Ja, sicher. Das ist was ganz anderes, wenn man um das Leben seines Kindes bangt. Das kann man nicht vergleichen. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres im Leben als das. Weil, ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, was Kinder haben bedeutet. Das ist eine Bindung, die kann man nicht erklären, die ist einfach da. Der hat auch gehandelt, ohne dass jetzt die Ärzte gleicher Meinung waren. Der hat irgendwann mal gesagt, jetzt nehme ich den Bub heim. Ja, es ging ihm sehr schlecht und die Ärzte haben eigentlich gesagt, sie können nicht mehr viel dafür tun. Und dann habe ich beschlossen, den Stress im Krankenhaus brauchen wir nicht mehr. Wir machen das jetzt zu Hause, weil schlimmer kann es nicht mehr werden, so nach dem Motto. Und es ging ihm gut zu Hause, wir haben das geschafft. Also es ist eigentlich eine wunderbare Erfahrung. Und jetzt setzt die Mutter ihr Leben aufs Spiel. Gibt es denn da nicht zwischen ihnen auch eine Reaktion, dass Kinder sagen, Mami, nein? Nein, die sagen, Mami, wann dürfen wir das nächste Mal wieder mit auf die Rennstrecke? Okay. Ja. Und wie geht es denn jetzt weiter mit eurer Saison? Ja, die Saison ist um. War eine gute Saison. Und jetzt haben wir nächstes Wochenende noch einen Lauf in der Türkei. Da sind wir von der Föderation, von der türkischen eingeladen. Aber das ist einfach nur im Rahmen von einem Einladungsrennen. Und dann beginnt auch schon die Vorbereitung im Winter, wo wir wieder trainieren gehen. Und hoffentlich entscheiden sich bald die Themen, welches TÜV, welches Team, was machen wir nächstes Jahr. Und, also das heisst, es ist wirklich ein Kampf auch um Unterstützung und ums Geld, dass man sich das überhaupt leisten kann. Ja. Investiert ihr alles, was ihr habt? Ja, wir leben dafür. Und zum Glück mein Lebensgefährte auch, von daher. Und euer Schatz sagt nicht zwischen Ihnen so, jetzt haben wir genug Geld ausgegeben, jetzt müssen wir ein bisschen anfangen zu sparen? Bis jetzt hat er noch nichts gesagt. Ich glaube, richtig stolz auf euch, oder? Ich hoffe es doch. Ja. Ich hoffe es doch. Also, ihr seid ein wunderbares Beispiel, dass man mit Herz und Leidenschaft einen Beruf machen kann. Hoffentlich wird es gleich einer. Und zeigt uns, dass so nachher auch ganz spannende und neue Herausforderungen ins Leben kommen kann. Ja. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war es ja schon mit einer kleinen Mikrofonpanne, aber das gehört zur Sendung, wie wir sie machen. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen animieren, auch in eurem Leben mit Herzleidenschaft und auch wenn es zwischen ihnen ein Schwielen an der Hand gibt, das anzupacken, was einem so richtig freut und einem auch motiviert, für jeden Tag wieder mit viel Sinn und viel Engagement anzugehen. Wir sehen uns in einer Woche wieder, aber vorher haben wir noch das NZZ-Format für euch parat und hoffen, dass nächste Woche wieder ganz spannende neue Geschichten zu sehen sind. Und bis dann sage ich ciao zusammen, habt's gut, pfuset gut und bis gleich wieder. Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbach.